Es war einmal ein Hirtenbub, der den ganzen Tag zu den Schafen geschaut hat. Die Schafe haben seinem Vater und ihm gehört. Die beiden hatten nicht viel Geld, aber es hat immer gerade für das Nötigste gelangt, wie für das Essen und für Kleider, so dass sie nicht Hunger und Kalt hatten. An einem wunderschönen Frühlingstag findet der Hirtenbub etwas ganz Besonderes. Auf dieser Wiese, wo die Schafe gefressen haben, blühen ganze Haufen Duftfeen. Wo der Hirtenbub in der Nähe vom Waldrand war, sieht er unter diesen vielen Feen ein ganzes grosses. So ein grosses Feen hat der Bub vorher noch nie gesehen. Der Bub war so erstaunt und glücklich über den Fund, dass er es vorsichtig gepflückt hat und daran geschmückt. Herrlich der Duft, hat er sich gedacht. Zusammen mit seinen Schafen und dem Viehli ist er zum Vater heimgelaufen. Daheim angekommen, geht er mit dem grossen Viehli gerade zu ihm. Der Bub legt das besondere Viehli auf seine Handfläche und streckt seinem Vater entgegen. »Vater, Vater, schau, was ich da Besonderes gefunden habe.« »Das ist jetzt aber gespässig«, sagt sein Vater auf das aber. »Vater, das ist doch nicht gespässig. Das ist doch ein Wunder. So ein grosses Viehli habe ich vorher noch nie gesehen«, meint der Sohn zurück. Nein, das meine ich gar nicht. Es ist wahrlich etwas Besonderes, so ein grosses Viehli zu finden. Ich bin schon ziemlich alt, aber auch ich habe noch nie so ein grosses Viehli gesehen. Aber ich meine nicht das, sondern von genau so einem grossen Viehli habe ich heute Nacht geträumt. »Und was hast du mit dem Viehli gemacht im Traum?«, sagt der Bub neugierig mit grossen Augen. In meinem Traum sagt eine Stimme, dass ich 3-mal daran schmecken soll. »Vater, der schmeckt doch jetzt auch an dem Viehli.« Der Bub streckt ihm das grosse Viehli unter die Nase. Der Vater schmeckt 3-mal ganz fest an dem dran. Auf das aber steht vor ihnen ein Zwerg mit einem langen, grauen Bart. »Guten Abend miteinander«, sagt der Zwerg. Die beiden haben im Moment gar nichts sagen, so erschrocken und erstaunt sie waren. Darum hat der Zwerg weitergeredet. »Ich brauche unbedingt deine Hilfe. Kannst du nicht mit mir mitkommen?«, sagt er zum Vater. »Nein, Vater, gang nicht. Du weisst ja nicht, wodurch dich der Zwerg führt.« Der Vater legt auf das aber seine Hand auf die Schulter vom Sohn. »Mein lieber Sohn, bleib du daheim und schau zu den Tieren und zum Haus. Ich werde wiederkommen.« Der Bub hat nichts mehr gesagt. Der Vater ist mit dem Zwerg mitgegangen und der Bub ist daheim geblieben, wie es ihm der Vater gesagt hat. Der Zwerg voraus sind die beiden gelaufen und gelaufen, bis sie an alte Mauern gekommen sind, wo früher eine Burg war. Der Zwerg ist an eine Stelle gegangen, wo ein Loch in die Tiefe hinabgeführt hat. Dort sind sie hinabgestiegen. Unten in der Tiefe ist es immer enger geworden, so dass sich der Vater bücken musste. Der Zwerg war so klein, dass er ohne Probleme vorauslaufen konnte. Nach einer Weile sind sie in einen Saal gekommen. In diesem Saal ist ein Tisch gestanden. Um den Tisch herum sind 12 weitere Zwerge gesessen und haben zu Mittag gegessen. Die alle haben den Vater ganz freundlich begrüßt. »Guten Tag, guter Mann.« »Guten Tag miteinander und einen guten wünsche ich euch.« »Dort oben«, sagt dann plötzlich der Zwerg zum Vater, der ihn geführt hat. »Dort oben, unsere Uhr ist stehen geblieben.« Und zeigt dabei an die Wand ob innen. »Heute Nacht, wo du vom Feier geträumt hast, ist unsere Uhr stehen geblieben. Da wir zu klein sind, brauchen wir deine Hilfe.« Der Vater richtet die Uhr und gibt dem Pendel einen Stoss, so dass die Uhr wieder läuft und tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack macht. Auf das aber haben alle Zwerge gejubelt, ja klatscht.
Bravo, bravo, bravo! Vielen, vielen Dank für deine grosse Hilfe, bedankt sich der alte Zwerg, wo der Vater dort hingeführt hat. Das habe ich doch gern gemacht, strahlt der Vater. Der Zwerg führt den Vater auf das aber wieder an die Oberfläche. Dort verneigt er sich ehrfürchtig vor dem Vater und verabschiedet sich von ihm und der Vater vom Zwerg. Der Vater macht sich auf den Heimweg. Als er fast daheim ist, hört er ein lautes Blöken, Muhen und Wiehern aus dem Stall raus. Der Vater geht in den Stall rein und sieht, dass dort noch mehr Schafe, Kühe und Ross stehen. Schnell springt er ins Haus zum Sohn. Im Haus innen kommt ihm der Sohn entgegenspringen. »Vater, Vater, hast du all die vielen Tiere gesehen im Stall?« »Ja, das ist das Geschenk der Zwerge, wo ich ihnen geholfen habe.« »Aber Vater, das ist noch nicht alles. Schau, was mit dem grossen Feeli passiert ist.« Und er streckt dem Vater die Hand entgegen mit dem Feeli drauf. »Boah, das Feeli ist es reinem Gold. Das wird ja ein Vermögen wert sein. Sohn, von heute an haben wir nie mehr Geldsorgen.« Die beiden umarmen sich ganz fest und haben beide vor Freude Tränen in den Augen. So ist es. Wenn man den Zwergen nämlich hilft, beschenken sie ihm grosszügig. Der Bub hat von diesem Tage weg auf dieser Wiese, wo die Veilchen blühen, wenn er sein Ohr auf den Boden gelegt hat, jedes Mal ein leisiges Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack gehört.